Geburtstagstisch. Wo dein Vater nur so lange bleibt. Er wird halt noch bei seinem Frühschoppen sein. Rücksichtslos wie immer. Nachmittag um 3 sitzt er bei seinem Frühschoppen, während wir jede Minute unseren Gast erwarten können. Was soll Herr Fink denken, wenn unser Geburtstagskind nicht zu Hause ist? Also für ein Kind ist der Papst schon ein bisschen alt mit seinen 50 Jahren. Jetzt kommt der Wandermeister. Dann ist es ja gut. Nein, das ist eben nicht gut. Ich kann doch meine Geburtstagsverse noch nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Dass du diese Verse nicht in deinen schwachen Kopf hineinbringst. Ja, nein, bring ich schon, aber nicht mehr raus. Sie müssen mir heute ein bisschen leise sagen, Fräulein Gusti, dann wird's schon gehen. Na gut, Maxl, aber jetzt wasch dich sauber und zieh dich um. Und wenn's soweit ist, dann hol ich dich. Oh, da werde ich schön Blut schwitzen, bis es soweit ist. Aber warum denn? Der Papst wird dich schon nicht gleich schimpfen. Ja, schimpfen nicht, aber der Watschen krieg ich, wenn ich stecken bleib. Und die Meister seine Handschrift kenne ich. Naja, jetzt habe ich schon so viel Watschen gekriegt. Jetzt werde ich die Geburtstagswatschen auch noch aushalten. Na, da bist du ja endlich. Ich bin schon sehr aufgeregt. Warum denn, Tante? Der Besuch ist ja noch gar nicht da. Herr Fink ist als Beamter an Pünktlichkeit gewöhnt. Naja, eine gute Eigenschaft hat schließlich jeder Mensch. Herr Fink dürfte wohl noch mehr gute Eigenschaften haben. Und er liebt dich. Sagen tut das wenigstens. Na, ich denke, es ist Beweis genug, wenn er sich als höherer Beamter dazu entschließt, die Tochter eines Bäckermeisters zu heiraten. Wer weiß, ob der Herr Fink überhaupt die Absicht hat, zu heiraten. Diese Absicht haben die Männer selten und werden trotzdem geheiratet. Mein Seliger hätte auch nie das entscheidende Wort gesprochen, wenn mich nicht im richtigen Augenblick eine Ohnmacht in seine Arme geführt hätte. Oh ja, das mit der Ohnmacht muss ich auch mal ausprobieren. Gusti, benimm dich doch! Wenn ich an deiner Stelle wäre, Clara, würde Herr Fink das Haus heute bestimmt nicht unverlobt verlassen. Das muss eigentlich wahnsinnig interessant sein, wenn man sich verlobt. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe sie auch noch nie mitgemacht. Auf jeden Fall habe ich meinen Mann immer ganz anders vorgestellt. Das kann ich mir denken. So wie den Ludwig, gell? Was denn für ein Ludwig? Von mir brauchst du doch nicht verstellen. Ich hab doch schon lang gemerkt, dass dir der Schenkkellner vom Schorbräu besser gefällt als der Herr Fink. Ja, es ist eben alles verkehrt eingerichtet auf der Welt. Warum kann jetzt der Ludwig nicht ein Beamter sein und der Herr Fink ein Schenkkellner? Da pass auf, wenn mir mal einer gefällt, der muss mir gehören. Und wenn ihn stehlen muss. Geh, du Kindskopf. Was weißt denn du schon von der Liebe? Glaubst denn du, ich hab noch nix erlebt? Für mich schwärmt das ganze Ludwigsgymnasium. Aber ich mach mir nichts draus. Für mich gibt's überhaupt nur einen Mann. So, und wer ist denn dann wieder der Glückliche? Der neue Tenor vom Gärtnertheater. Ich sag dir, Clara, der Mann ist himmlisch. Ach so, und deshalb willst du zum Theater? Ihr werdet einmal alle stolz sein auf mich. Jesus, das ist er schon. Jetzt wird's interessant. Hast schon jetzt klopfen? Ich bitte, Gusti, lass mich nicht allein mit ihm. Da kannst du dich drauf verlassen. Na rein. Entschuldigen Sie die Störung, meine Damen. Donnerwetter. Da haben Sie es aber gemütlich da herinnen. Da sieht man halt gleich, dass zarte Frauenhände regieren. Sowas fehlt halt bei mir daheim, gell? Unsere Tante können wir aber leider nicht hergeben. Wieso Tante? Ja, weil die Tante so gemütlich gemacht hat, der Herrin. Naja, die Tante interessiert mich eigentlich weniger. Aber Sie schauen heute wieder aus wie ein Pfingströsel, Frau Clara. Wenn ich Sie so anschaue, dann kenne ich erst, was mir fehlt. Ja, haben denn Sie überhaupt Zeit für eine Frau? Muss doch die ganze Zeit Spitzbuben fangen müssen. Einmal muss ich auch an mich selber denken. Schließlich bin ich ein Mann, der es zu was gebracht hat im Leben. Beamter, pensionsberechtigt. Das wäre doch eigentlich was für die Tante Amalie. Jetzt lassen Sie mir doch mal mit Ihrer Tante in Ruhe.
Ein Mann in meiner gesicherten Position kann Gott sei Dank auch noch andere Ansprüche stellen. Meinen das nicht auch, Fräulein Clara? Warum sind Sie denn eigentlich zu uns kommen, Herr Hackel? Ja, so leider eine dienstliche Angelegenheit. Ist der Herr Wenzel nicht da? Ja, er muss jeden Augenblick kommen. Was wollen Sie denn von ihm? Ja, es handelt sich um eine kurze Vernehmung. Ja, heute kommen Sie aber recht ungelegen. Der Vater hat nämlich Geburtstag. Ja, ich weiß schon, wir haben ja gestern am Stammtisch schon ein bisschen nass gefeiert. Ich hätte ihn heute lieber nicht belästigt, aber Dienst ist Dienst, nicht wahr? So, Maxl, wenn du es sauber gemacht hast, dann kannst du zusperren. Heute machen wir mal früher Feierabend, gell? Ja, Hackel, was wollen denn Sie bei mir? Vorerst meinen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Herr Wenzel. Ja, das ist aber eine besondere Ehre, dass sogar die Polizei zum Gratulieren kommt. Ja, deswegen bin ich eigentlich nicht hergekommen. Ich habe was Dienstliches für Ihnen. Was Dienstliches? Ja, komm, dann verschwindet mal ihr zwei. Ihr müsst nicht alles sehen. Na, Hackel, was bringen Sie mir denn Schönes? Danke, ich bin im Dienst. Also, Sie sind der verwitwete Bäckermeister Alois Weinzel, geboren am 16.07.1860 in München, katholisch, amtlicherseits persönlich bekannt. Das könnten Sie jetzt eigentlich schon wissen, wer ich bin. Ja, freilich, darum verlange ich ja auch keinen Ausweis von Ihnen. Ist eine Anzeige erstattet worden wegen nächtlicher Ruhestörung und Beleidigung. Gegen mich? Ja. Von wem denn? Ja, die verwitwete Frau Julia Schiebel, Realitätenbesitzerin im Altheimer Eck Nummer 5, gibt an, dass in der Nacht von 15. auf 16. Juli der ihr persönlich bekannte Bäckermeister Alois Weinzel mit 2 oder 3 weiteren Kumpanen vor ihrem Hause gegrölt und ungebührlichen Lärm vollbracht haben soll. Ihre Aufforderung zur Ruhe wurde von einem der Betrunkenen mit einer beleidigenden Einladung beantwortet. Den Ausdruck kann ich nicht gut in mein amtliches Dienstbuch reinschreiben. Ja, das kann man schon denken. Aber die Einladung, die war vollkommen richtig. Aber strafbar. Jetzt sagen Sie mir mal, wer war denn gestern alles dabei, wie Sie heimgegangen sind? Da muss ich mich mal besinnen. Da war mir der Fink dabei. Der Fink? Der kommt als königlicher Hofbeamte natürlich nicht in Frage. Wer war denn nachher außerdem noch dabei? Sie selber? Wie? Wissen Sie das gewiss? Der Freilich und der Rembold. Ja, sagen Sie mir, wissen Sie heute überhaupt nichts mehr? Nein, ich war ja gestern außer Dienst. Ich werde doch erst noch mit der Witwe reden müssen, vielleicht, dass sie die Anzeige zurücknimmt. Von mir aus tut's, was mag, mir kann das wurscht sein. Ja, es tut mir leid, wenn Sie hängen bleiben, schon wegen dem Fräulein Clara. Was hat denn die Clara damit zu tun? Die war da nicht dabei. Ja, das schon, aber Ihr Fräulein Tochter interessiert mich außerdienstlich. Ah, da bin ich sprachlos. Gell? Da schauen Sie. Aber der Oberwachtmeister hat halt manchmal auch Privatgefühle. Ja, Nicht wahr? das glaube ich schon, Hackel, dass Sie Privatgefühle haben, aber schauen Sie, was gestern am Stammtisch los war, da kann ja doch die Clara gar nicht mehr interessieren. So, ich bin nicht fertig, Meister. Oh! Ist es einer Lehrbuch? Ja, freilich. Den habe ich doch schon öfters gesehen. Ich bin's für nicht gewesen, Herr Schutzmann. Auf Ehr und Seligkeit. Ich bin bloß zufällig dabei gestanden. So, wer war's denn nachher? Der Maurermeier, Peppi. Der Maurermeier. Der hat die Scheiben zusammengeschmissen. Aha, und wo wohnt denn der? Im Hotterer Gassel. Im Hotterer Gassel, Sag ja. mal, du Lausbub, du musst denn da überall dabei sein. Ja, ich hab da bloß zugeschaut, weil das Reiber und Schein gespielt haben. So, die Watschen war fürs Liegen, dass du das weißt. So kommt alles auf. Ich hätte nämlich gar nichts gewusst, wenn's mir's du nicht gesagt hast. Also, Herr Wenzel, jetzt denken Sie einmal nach, ob Ihnen nichts Genaueres einfällt, dass ich und der Herr Fink als Beamte nicht in Frage kommen. Werden Sie ja wohl sein. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Geburtstag. Sehr gut, Herr Wenzel. Nein, war ich ein Depp. Das Geschichte gerade recht. Wenn man was anstellt, dann muss man auch gerade stehen dafür. Das tue ich doch. So, warum hast du da den Spezi verraten? Nein, für so dumm darf es mich nicht halten, Meister. Erstens wohnt der Peppi gar nicht im Hotterer Gassel, sondern in der Damenstiftstraße. Und zweitens war es nicht er, sondern ich. Du bist ja ein Zaubersfrüchterl, du lügt ja sogar die Polizei an. He? Na gut, dann lass die Watschen fürs nächste Mal gut. Was ist, hast du sauber gemacht, zugesperrt, alles in Ordnung? Freilich.
Na, ich schau lieber selber nach. Aber gell, Meister, darfst du nicht drauf vergessen, Auf was? dass ich die nächste Watschen schon gekriegt hab. Fräulein Gusti! Was ist denn, Maxel? Da, Wann ist denn der kommen? gestern oder vorgestern. Ich hab ihn ganz vergessen gehabt. Das ist ja allerhand, Maxel. Das macht doch nix. Er war ja grad vorhin schon wieder da. Ja und? Naja, er hat sich gewundert, warum er noch keine Antwort gekriegt hat. Ich hab ihn um 5 an die Nussbaumallee hingestellt. Das ist dumm, wo ich doch grad heute nicht weg kann. Nachher wäre er schon wieder heimgehen, wenn es ihm zu lang dauert. Ui, der Meister! Zeiten, wenn's mir nur einfällt, aber heute tut mir sogar das Ding weh. Aber Vater, du musst dich doch umziehen. Die Tante ist schon ganz nervös. Ja, ich möchte nur wissen, wann die immer nicht nervös ist. Vielleicht beruhigt sie sich, wenn du mehr unter der Haube bist. Kannst es denn gar nicht mehr erwarten, bis du mich los hast, Vater. Na, als ob's auf mich heimkäme. Also mein Geschmack wäre der Herr Finker mal gewiss nicht. Meiner auch nicht. Aber warum willst du denn dann heiraten? Ja, wer sagt denn, dass ich will? Also jetzt wird's recht. Du seit Wochen her nichts anderes, als dass der Fink das größte Glück für dich wäre. Jeden Tag wird einmal ein gutes Beispiel hingestellt. Und jetzt willst du gar nicht. Mein Vater wollen. Schau, Clara, ich hab's ihn doch für heute eingeladen. Darum habe ich die Sache gestern schon in Ordnung gebracht. Wieso in Ordnung? Naja, ich hab ihn doch gestern an meinen Stammtisch mitgenommen. Und da hat ein Wort das andere gegeben und dann haben wir dich verlobt. Ja, aber Vater, das ist gemein. Also mit euch Weiber kennen sie nicht einmal der Teufel aus. Ich hab mir gedacht, dass das größte Glück für dich wäre. Und sowas will ein Mann sein. Am Biertisch hat er mich ausgehandelt. Schau, Clara, wenn's du nicht willst, die zwing dich doch nicht. Na, ich bin doch kein Rabenvater. Da soll er doch die Tante heiraten. Die ist mir in die Ohren gegangen mit dem königlichen Hofbeamten. Lass nur gut sein, Vater. Ich heirate ihn. Aber das Leben mache ich ihm zur Hölle. Na, du hast das ja gut vor. Na, da ist schon gescheit und du sagst gleich nein. Na ja, dann muss ich halt auf meinen Stammtisch verzichten. Ich zieh mich schnell um, gell? Herein! Grüß Gott, Fräulein Clara. Sie sind's, Herr Ludwig. Ich bin wohl der Erste. Ja, da muss mein Bruder wieder einmal vorgehen. Hoffentlich kommen die anderen auch bald. Ja, wer soll denn noch kommen? Dein Vater hat doch gestern die ganzen Stammtisch eingeladen. Aber vielleicht weiß er heute gar nichts mehr davon. Das kann leicht sein. Ja, sonst hätte er doch ein Wort gesagt davon. Erst wollte er auch gar nicht hergehen, weil ich so eine Wut im Bauch gehabt hab. Aber gratulieren muss ich ja dann doch. Wenn ich dass sie glauben, ein Schenkkellner hat keinen Anstand. Also, nachher wünsche ich Ihnen viel Glück. Sie werden's brauchen können. Ja, wieso mir? Ja, der Vater hat doch Geburtstag. Ich gratuliere Ihnen doch zur Verlobung. Also ist das wirklich wahr? Ja, der Bräutigam hat übrigens ein Mordsglück gestern gehabt. Wieso denn? Dass ihm mein Bierschlägel nicht aufgefallen ist auf seinen königlichen Beamtenkopf. Ja, aber warum denn? Denken Sie Ihnen, beim Wirt hat er sich beschwert. Ich hätte ihm schlecht eingeschenkt. Jetzt frage ich ihn bloß, macht sowas ein anständiger Mensch? Von was sollte ein Schenkkellner eigentlich leben? Das war wirklich nicht schön von ihm. Sie haben ja keine Ahnung, was ein Schenkkellner bei den Gästen alles aushalten muss. Einschenken sollst du, dass das Bier oben beim Maßkrug aussteht. Dann kannst du nichts machen, wie bloß das Maul halten und draufziehen. Ja, und warum suchen Sie Ihnen da nicht lieber einen anderen Beruf? Ich hab's ja so vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache. Wollen Sie eine Wirtschaft pachten? Wieso pachten? Kaufen will ich das Geschäft. Glauben Sie, ich möchte ein Lebtag bloß allerweil für andere Leute arbeiten? Ja, haben denn Sie so viel Geld? Ich bin doch jetzt 10 Jahre Schenkkellner. Was meinen Sie, was ich da auf Zeit gelegt hab? Ja, haben Sie denn schon ein Geschäft in Aussicht? In Aussicht schon, ja. Aber seit gestern habe ich kein Freude mehr dran. Seit gestern. Ja, schauen Sie, Fräulein Clara. Zu dem Geschäft hätte ich doch eine richtige Wirtin braucht, nicht? Wissen Sie, Fräulein Clara, wie ich Sie das erste Mal bei mir am Schankfenster gesehen habe, ja, da habe ich gleich gewusst, wie meine Wirtin einmal ausschauen müsste. Warum sagen Sie mir das jetzt? Ja, wenn es euch nichts mehr nützt. Einmal sollen Sie es doch wissen. Sie waren ja allerweil so freundlich und lieb zu mir. Ja, so gar nicht ein bisschen stolz. Ja, da haben wir halt eingebildet, dass vielleicht einmal was werden könnte mit uns. Und jetzt ist mein ganzer Plan beim Teufel. Ludwig, ich kann ja nichts mehr machen. Wenn ich mit der dummen Stammtischverlobung nicht ins Gerät kommen will, ja, dann muss ich ihn ja heiraten. Ob ich will oder nicht.
Ja, Sie brauchen bloß ein Wort sagen, da sind Sie sofort wieder Witwe. Ludwig, Sie dürfen keine Dummheiten machen. Bei Ihrem Temperament ging's nicht gut aus. Und Sie machen uns alle zwei unglücklich. Als ob Sie auf das jetzt noch ankämen. Doch, Ludwig, es kommt schon drauf an. Sie werden schon auch noch eine Frau finden, mit der Sie glücklich werden. So! Grüß Gott! Grüß Gott. Jetzt ist aus. Was ist aus? Mit dem Vater bin ich fertig. Hast du gefragt wegen dem Theater? Was hat er denn gesagt? Ausgelacht hat mich der. Ich möchte mein Herzblut für die Kunst opfern und er lacht. Verstehen Sie was von Kunst? Freilich, bei uns verkehren ja ein Haufen Künstler. Dann sagen Sie mir jetzt auf Herz und Gewissen. Hab ich Talent? Zu was? Ja, zur Schauspielerin natürlich. Ja, ich glaub schon. Warum sollen jetzt Sie kein Talent haben? Der Papst behaupt's, ich hätte kein Talent. Aber ich werd's ihm beweisen. Und der Tante auch. Die Augen müssen ihm übergehen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich dann noch mit ihm verkehren werde, wenn ich mal eine große Schauspielerin geworden bin. Mich auslachen. Aber Gusti, sei doch gescheit. Er meint es doch nur gut. Ich bin halt anders wie du. Meinst du, lass aber von der Tante vorschreiben, wen ich mal heiraten soll? Sowas kannst du bloß mit dir machen. Gusti. Ach, meinetwegen heirat doch deinen königlichen Kleiderständer, aber beklag dich hinterher nicht bei mir. Und euren Geburtstag samt eurer Verlobung könnt's ohne mich feiern. Für gut! Was sagen Sie jetzt zu so einem Dickkopf? Einer Fräulein Schwester hat ganz vernünftige Ansichten. Mit den Kleiderständer hat sie mal gewiss nicht Unrecht. Entschuldigen Sie tausendmal, dass wir Sie warten ließen. Ach so. Ja, da brauchen Sie sich nicht entschuldigen. Fräulein Clara hat mir ja Gesellschaft geleistet. Wir haben uns recht gut unterhalten, gell, Fräulein Clara? Grüß euch Gott, Ludwig. Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Dann wird's wenigstens nicht so fad, gell? Na, vielleicht kommt der Rembold auch noch. Dann kann man gleich einen zünftigen Haferltarock machen. Willst du mir deinen Besuch nicht wenigstens vorstellen, Alois? Ach so, ihr kennt's euch nicht. Das ist der Ludwig, der Schenkkeiler vom Brei. Wagenbauer. Ludwig Wagenbauer ist mein Name. Freut mich, Herr Wagenbauer. Ihr Besuch hat mich nur etwas überrascht. Ach, geh, jetzt machst du keine Geschichten nicht. Komm, setzt euch hin. Wir wollen es uns doch gemütlich machen. Aber Alois, wir müssen noch warten, bis Herr Fink erscheint. Ob der erscheint oder nicht, das ist mir wurscht. Ich möchte jetzt Kaffee trinken. Und für den wird schon noch was überbleiben. Herein, bitte. Guten Tag. Ich habe mir erlaubt, von Ihrer freundlichen Einladung Gebrauch zu machen. Lieber Herr Fink, wie pünktlich. Wir sind ja alle so erfreut über Ihren lieben Besuch. Alle kommen eigentlich nicht so. Ich bin glücklich, gnädige Frau, dass Sie mir gestatten, im Kreise Ihrer Familie weilen zu dürfen. Fräulein Clara, darf ich mir erlauben, Ihnen diesen bescheidenen Blumengruß als Zeichen meiner tiefen Verehrung und Ergebenheit zu überreichen. Dankeschön, Herr Fink. Diese herrlichen Blumen. Am Fick der alle mal gekriegt, wo er mir 50 einen ganzen Arm voll von den Grünzeug hat. Wollen wir noch Platz nehmen? Bitte, Herr Fink. Ich möchte lieber warten, bis sich dieser Herr verabschiedet hat. Wieso verabschiedet? Der ist ja gerade gekommen. Zufällig bin ich nämlich auch eingeladen. Aber wenn Sie so lange stehen bleiben wollen, bitte, ich hab nichts dagegen. Das sag's einmal, Herr Fink. Kennen Sie den Ludwig nicht mehr? Dann schenkt keiner von unserem Stammtisch. Schenkkellner zählen nicht zu meinem persönlichen Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, gnädige Frau, ob Sie über den eigentlichen Zweck meines Besuches unterrichtet sind. Denn gerade an diesem Besuch habe ich große Hoffnungen geknüpft. Mein Bruder sagte mir eben von Ihrer gestrigen Unterhaltung. Bitte schön. Und glauben Sie, dass Fräulein Clara meine Werbung günstig aufnehmen wird? Aber Herr Fink, wie können Sie zweifeln? Sie machen mich glücklich, gnädige Frau. Da haben Sie ja gestern was sauber so gestellt in Ihrem Tempus. Das sind Familienangelegenheiten. Ja, eben drum, sowas gehört doch nicht am Stammtisch ausgehandelt. Was meinen Sie, was jetzt die Leute wieder zu reden haben? Sie werden gut daran tun, dieses Lokal in Zukunft zu meiden. Ja, und mein Stammtisch? Es sind leider nicht alle Menschen mit Feingefühl ausgestattet. Da haben Sie recht. Ein Mensch mit einem Feingefühl sucht sich die Braut nicht am Stammtisch aus.
Sagen Sie mal, Herr Fink, wir sind doch gestern miteinander heimgegangen. Können Sie da erinnern, dass da irgendwas gegeben hätte? Gegeben? Nicht, dass ich wüsste. An Herrn Fink darf es heute nichts fragen von gestern. So einen Kanonenrausch, wie Sie gehabt haben, habe ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen. Und ich bin allerhand gewohnt in der Beziehung. Ich gebe zu, dass ich etwas angeheitert war. Was angeheitert? Da sagen Sie ruhig stark besoffen. Es ist sonst nicht meine Art, Bier in solch unvernünftigen Mengen zu trinken. Warum beschweren Sie ihn nachher übers Einschenken, wenn Sie einer so schon zu viel war? Hier handelt es sich um das Prinzip. Es ist ungesetzlich, wenn Sie sich durch betrügerische Manipulationen auf Kosten der Gäste zu bereichern versuchen. Jetzt wäre ich aber beizig, guter Mann. Das heißt Sie ein Betrug, wenn der Schaum vom Bier einen Platz braucht im Krug. Wenn Sie als königlicher Hofbeamter das nicht begreifen, dann haben Sie immer Stroh in Ihrem zerbrechlichen Wasser gehabt, verstanden? Setzen Sie einer wieder hin und geben Sie Ruhe. Naja, Sie müssen doch zugeben, dass es unter die Schenken auch große Bazien gibt. Naja, was will man machen? Jeder will leben. Solche Leute dürfen Sie nicht ernst nehmen. So, der Kaffee ist schon da. Ja, wunderbar. Leute, dann greift's zu. Wer nicht zugreift, der kommt zu kurz.